Willkommen Tirachereich. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Tack så mycket. Ich heiße Sarah Keller, ich bin 37 Jahre alt und arbeite als Bundesanwältin in Bern. An den meisten Tagen ist mein Leben streng strukturiert. Frühzug von Zürich nach Bern, Aktenberg, Sitzungen, präzise Formulierungen, kaum Raum für Überraschungen. An dem Donnerstag begann alles genauso, bis die E-Mail meiner Mutter kam. Ich saß im Zug, der pünktlich um 7:02 Uhr den Zürcher Hauptbahnhof verließ. Zwischen zwei Ordner klemmte mein Smartphone auf dem Bildschirm den Entwurf einer Anklageschrift. Draussen glitt der Zürichsee grau und still vorbei. Ich wollte mich gerade wieder auf den Text konzentrieren, als die Benachrichtigung aufleuchtet von Mama. Betreff Gala in Zürich wichtig. Ich öffnete die E-Mail ohne viel nachzudenken. Meine Mutter schrieb selten wichtig, wenn es nicht um etwas Soziales, Gesellschaftliches ging, Dinge, für die ich seit Jahren kaum Zeit hat. Sarah. Die Stiftung hat beschlossen, dass wir die diesjährige Benefizgala gemeinsam mit der neuen Mitgastgeberin ausrichten. Amanda Meyer, die Frau des Nationalrats Thomas Meyer, wird Co-Hosting übernehmen. Bitte halte dich fern von dieser Veranstaltung. Es ist besser so. Mama. Ich las den Text zweimal. Amanda Meyer, der Name traf mich wie ein Schlag in den Magen. Im ersten Moment sah ich nicht die Frau eines Nationalrats vor mir, sondern eine junge Frau mit offenen Haaren, Jeans, Kaffeefleck auf dem Skript und dem lauten Lachen, das im alten Hörsaal der Universität Zürich widerhallte. Amanda Meyer, damals Amanda Brunner, war nicht nur meine Kommilitonin, sie war meine engste Freundin im Jurastudium gewesen. Ich ließ das Handy sinken. Der Mann gegenüber, ein Pendler im Anzug, blickte kurz von seiner Zeitung auf, dann wieder weg. Alles im Wagen wirkte normal, raschelndes Papier, leises Murmeln, das rhythmische Rattern der SBB. Nur in mir begann etwas zu vibrieren, ein leiser, nervöser Ton aus einer längst verschlossenen Zeit. Bitte halte dich fern, warum jetzt? Warum ausgerechnet sie? Ich scrolle weiter. Meine Mutter hat nichts mehr hinzugefügt, keine Erklärung, nur die knappe, kontrollierte Formulierung, wie sie typisch für sie war, wenn sie über Dinge sprach, die sie am liebsten gar nicht ansprechen würde. Und sie erwähnte die Stiftung, jene Familienstiftung, in deren Verwaltungsrat sie seit Jahren saß und über die in Zürichs gehobenen Kreis so gern gemunkelt wurde. Ich schloss die Augen und atmete tief durch. In meinem Kopf mischten sich Bilder, Amanda und ich in der Mensa, über einen Berg Gesetzestexte, Amanda bei einer Studentenparty auf dem Dach eines Altbaus im Kreis 6, Amanda, wie sie mir versprach, dass gewisse Dinge unter uns bleiben würden. Und dann der Abend, an dem alles kippt. Ich zwang mich, an der Stelle abzubrechen. Seit Jahren gelang es mir, die Erinnerungen an diesen Abend in einer mentalen Schublade zu lassen. Kontrolle, Sarah, murmelte ich fast unhörbar. Kontrolle war mein Beruf. Fakten sammeln, Beweise prüfen, Emotionen trennen. Nur ließ sich meine Vergangenheit nicht wie ein Ermittlungsakt führen. In Bern angekommen, schob ich die E-Mail gedanklich beiseite. Im Bundeshaus warteten Dossiers auf mich, ein Treffen mit einem Untersuchungsrichter, ein heikles Verfahren zu mutmaßlicher Korruption in einem mittelgrossen Kanton. Aber die Worte Amanda Meyer brannten sich in meinen Hinterkopf und legten sich über jede Akte wie ein transparenter Film. Gegen Mittag, als ich im Büro meiner Assistentin vorbeiging, hörte ich zufällig das Radio. Eine politische Sendung lief, irgendetwas über die kommende Session. Und Nationalrat Thomas Meyer wird heute Abend zusammen mit seiner Frau Amanda an einer Benefizgala in Zürich erwartet, sagt die Moderatorin. Ich blieb im Türrahmen stehen. Alles in Ordnung, Frau Keller, fragte meine Assistentin, als sie meinen Gesichtsausdruck sah. Ja, antwortete ich zu schnell. Nur kurz abgeschwäft. Am Abend zurück in Zürich stand ich vor dem Fenster meiner kleinen, aber teuren Altbauwohnung im Kreis 7 und blickte auf die ruhige, gepflegte Strasse. Meine Mutter wohnte nur wenige Tramstationen entfernt in einem der diskreten Häuser, deren Bewohner man eher an den Nachnamen an den Briefkästen erkannte als an auffälligem Lebensstil.
Mein Telefon lag auf dem Esstisch. Ich wusste, dass ich sie anrufen sollte. Fragen. Verlangen, dass sie mir erklärt, warum ich mich von der Gala fernhalten sollte. Aber ein anderer Teil von mir wollte etwas ganz anderes. Ich öffnete stattdessen den Laptop und rief die Webseite Stiftung auf. Auf der Startseite prangte bereits ein Banner zur Benefizgala im Grand Hotel Seehof Zürich, ein Ort, den ich nur aus der Gesellschaftsseite kannte, diskrete Lobby, teure Kunst, Blick auf den See. Darunter eine kurze Beschreibung und 2 Fotos. Meine Mutter elegant wie immer und neben ihr hielt der Atem an Amanda. Sie hat sich verändert, aber nur wenig. Das Haar war etwas dunkler, glatt geföhnt, das Lächeln etwas kontrollierter, reifer. Neben ihrem Namen stand Mitgastgeberin, Juristin, Ehefrau von Nationalrat Thomas Meyer. Ich zoomte ins Foto hinein, bis ihr Gesicht den Bildschirm ausfüllt. Meine Hände zitterten. Ein Satz aus der Vergangenheit drängt sich auf, ein Satz, den ich damals zu ihr gesagt hat. Eines Tages werden wir beide im Rechtssystem der Schweiz eine Rolle spielen. Aber bitte nicht auf Kosten unserer Integrität. Ich schloss den Laptop wieder. In mir formt sich ein Entschluss, noch bevor ich ihn in Worte fassen konnte. Ich wusste, dass ich meiner Mutter nicht gehorchen würde. Wenn Amanda tatsächlich Teil des Krises war, meines Krises, der Welt, der Stiftungen, des Rechts und der Politik, dann musste ich ihr in die Augen sehen. Und vielleicht, nur vielleicht, endlich verstehen, warum meine Mutter solche Angst vor der Begegnung hat. Am nächsten Morgen saß ich am runden Tisch im Esszimmer meiner Mutter. Die Porzellantasse, das frisch gebackene Zopf, die silberne Butterdose, alles war wie immer. Nur die Spannung zwischen uns war neu. Sie goss Kaffee, ohne mich anzusehen. Du hast meine E-Mail bekommen, sagt sie schließlich. Es klang nicht wie eine Frage. Ja, antwortete ich. Und ich verstehe sie nicht. Sie stellte die Kanne ab. Ihre Bewegungen waren kontrolliert, fast übergenau. Du musst's nicht verstehen, Sarah. Es reicht, wenn du mir vertraust und heute Abend nicht hingehst. Es ist ein Benefizgala unserer Stiftung, Mama. Und ich bin nicht nur deine Tochter, ich bin Bundesanwältin. Wenn die Stiftung Geld sammelt, interessiert's mich, wer im Hintergrund steht. Sie verzog leicht den Mund. Du bist immer noch das Mädchen, das alles wissen muss. Und du bist immer noch die Frau, die zu viel für sich behält, entgegnete ich leise. Für einen Moment hörte ich nur das Ticken der Wand durch. Draussen fuhr ein Tram vorbei, das dezente Klingeln drang durchs gekippte Fenster. Es geht um Amanda, nicht wahr? Fragte ich. Oder um ihren Mann? Der Name schien sie körperlich zu treffen. Sie legte das Messer neben das Brot, als sei es plötzlich zu schwer. Du warst damals am Boden zerstört. Ich habe dich noch nie so gesehen. Und jetzt ist sie Teil eines Systems geworden, das gefährlicher ist, als du glaubst. Die Erinnerung an jene Nacht flackerte auf, greifbar nah und doch verschwommen. Damals war ich 24, Mama. Heute leite ich komplexe Verfahren. Ich kann mit Menschen umgehen, die mir wehgetan haben. Sie schüttelte den Kopf. Das hier ist nicht nur persönlich. Es ist politisch. Und finanziell. Thomas Meyer ist nicht irgendwer im Bundeshaus. Und die Stiftungsstrukturen, sie brach ab, bis sich auf die Lippen. Es gibt Verbindungen, von denen du nichts weisst. Dann erklär sie mir, sagte ich schärfer als beabsichtigt. Nicht jetzt, sie stand abrupt auf und ging zum Fenster. Bitte, Sarah. Tu mir den Gefallen. Bleib heute Abend zu Hause. Lass die Dinge laufen. Du musst dich nicht überall einmischen. Ich betrachtete ihren Rücken, der sich unter der cremefarbenen Bluse kaum bewegt. Meine Mutter flehte selten. Normalerweise gab sie Anweisungen. Ich habe dir ein Versprechen, sagte ich schließlich. Ich gehe nicht hin, um irgendeine Szene zu machen. Aber ich werde hingehen. Sie dreht sich um. In ihren Augen lag etwas, das ich nur selten sah, nackte Angst.
Dann bist du nicht als meine Tochter dort, sondern als Fremde, flüstert sie. Verstehst du? Ich antwortete nicht. Wir verabschiedeten uns höflich, beinahe formell, wie zwei Personen, die sich zufällig in einem Sitzungszimmer getroffen hatten. Auf dem Weg zur Tür spürte ich ihren Blick im Rücken. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, Routineaufgaben von zu Hause aus zu erledigen, zumindest war das die offizielle Version, die ich meinen Vorgesetzten mailte. In Wahrheit wanderte ich rastlos durch meine Wohnung, zwischen Schrank und Spiegel, zwischen Pflichtgefühl und Neugier. Kurz vor 6 stand ich schließlich vor dem Kleiderschrank. Für Anlässe dieser Art besaß ich genau 2 Abendkleider. Ich wählte das dunkle, schlichte Kleid, das zwar teuer, aber unauffällig war. Ich wollte nicht auffallen, sondern beobachten. Während ich meine Haare zu einem lockeren Knoten zusammensteckte, sah ich mich im Spiegel an. Eine Bundesanwältin, die mehr über Korruptionsnetzwerke wusste als ihr lieb war und gleichzeitig eine Frau, die sich vor einer Begegnung mit ihrer ehemaligen besten Freundin fürchtet. Beides war wahr. Vor dem Grand Hotel Seehof hielt ich ein paar Minuten später an. Der Chauffeur eines schwarzen Wagens öffnete gerade einer elegant gekleideten Frau die Tür, Blitzlichter einer lokalen Fotografin zuckten auf. Ich ließ mir ein Taxi kommen, um nicht mit meinem Namen im Parksystem aufzuscheinen, eine Angewohnheit, die ich mir in heiklen Verfahren angewöhnt hatte. Die Fassade des Hotels strahlte warmes Licht aus, die Fenster zum See hin spiegelten die letzten Reste des Abendrots. Am Eingang stand ein dezenter roter Teppich, kein übertriebener Glamour, er kontrolliert Eleganz. 2 Mitarbeiter der Stiftung begrüßten die Gäste mit Namenslisten in der Hand. »Guten Abend«, sagte ich, als ich an der Reihe war. Sarah Keller. Der jüngere der beiden, ein Mann im grauen Anzug, hob überrascht den Blick. »Frau Keller, schön, Sie zu sehen. Ihre Mutter hat heute abgesagt.« Ich vertrete Sie, unterbrach ich freundlich. Kurzfristige Änderung. Er zögerte, dann lächelte er pflichtbewusst und machte ein Häkchen auf der Liste. Selbstverständlich. Saal Limmat, 1. Etage. Aperitif ist bereits im Gange. Als ich die Treppe hinaufstieg, spürte ich mein Herz schneller schlagen. Aus dem Saal drangen gedämpfte Stimmen, das Klirren von Gläsern, eine leise Jazzmelodie. Ich blieb kurz auf dem Absatz stehen und atmete tief durch. Du hast sie jahrelang nicht gesehen, sagte ich mir in Gedanken. Sie ist eine andere geworden. Und du auch. Dann öffnete ich die Tür zum Saal. Der Raum war voller Menschen in dunklen Anzügen und eleganten Kleidern. Bedienungen glitten mit Tabletts durch die Menge. Ich registrierte Gesichter aus Politik und Wirtschaft, einige kannte ich aus Ermittlungsakten, andere von Zeitungsfotos. Mein Blick suchte automatisch nach einer bestimmten Person. Und dann sah ich sie. Am anderen Ende des Saales, in der Nähe der grossen Fenster zum See, stand Amanda. Sie lachte mit einer kleinen Gruppe, in der Mitte ein Mann, den ich sofort erkannte, Nationalrat Thomas Meyer. Sie trug ein schlichtes, helles Kleid, ihr Auftreten war souverän, fast professionell. In dem Moment drehte sie den Kopf, als hätte sie meinen Blick gespürt. Unsere Augen trafen sich. Für einen Herzschlag lang wurde es still, die Musik, das Murmeln, alles trat in den Hintergrund. In ihrem Gesicht huschte ein Ausdruck vorbei, den ich nicht einordnen konnte, Überraschung, Erschrecken, vielleicht ein Funken von Schuld. Dann löste sie sich aus der Gruppe und begann, direkt auf mich zuzugehen. Sarah, sagt sie, noch bevor sie ganz bei mir angekommen war. Ihre Stimme war tiefer geworden, ruhiger, aber ich erkannte sie sofort. Ich hätte dich hier nicht erwartet. Das beruhigt mich, antwortete ich. Meine Mutter offenbar auch nicht. Ein kurzes Zucken ging über ihr Gesicht. Dann fasste sie sich. Darf ich? Sie deutet auf den Platz neben mir am Stehtisch. Ich nickte. Eine Kellnerin stellte 2 Gläser Weisswein ab, als gehörten wir zu den vielen Wiedersehensfreuden in dem Raum. Ein paar Sekunden standen wir schweigend nebeneinander, beide mit Blick Richtung Fenster. Erst als ich den Zürichsee im dunklen Glitzer sah, sprach ich.
Also Amanda Meyer, ich betonte den neuen Nachnamen leicht. Mitgastgeberin einer Stiftung, die du früher als Spielweise der alten Familie bezeichnet hast. Beeindruckende Wandlung. Sie lachte leise ohne Humor. Und du bist Bundesanwältin geworden. Die Frau, die immer sagte, sie wolle nicht mit denen an einem Tisch sitzen, den Einfluss um ihrer selbst willen suchen. Wir sind beide ein Stück weitergegangen, scheint mir. Ein Stück, fragte ich. Oder in völlig entgegengesetzte Richtungen? Sie dreht sich zu mir, musterte mich, als wolle sie prüfen, wie viel von der alten Sarah noch vorhanden war. Du siehst stark aus, sagt sie dann. Und müde. Der Job, entgegnete ich. Und die Vergangenheit. Zwischen uns lag plötzlich jener Abend im Studentenwohnheim, als wäre er nur eine Tür weit entfernt. Sie bemerkte es, ich saß an der Art, wie sie den Stiel ihres Glases fester umklammerte. Sarah, ich habe mir oft vorgestellt, was ich sagen würde, wenn wir uns wiedersehen, begann sie. Aber nicht hier, nicht heute, nicht. Sie warf einen Blick durch den Saal, wo Irma mit einem Bankier sprach, den ich aus einem Verfahren kannte. Nicht in dem Kontext. Kontext ändert nichts an Fakten, sagte ich. Die Worte klangen dienstlich kälter, als ich es beabsichtigt hätte. Damals hast du mich gebeten zu schweigen. Du hast mich benutzt. Und ich habe dich gedeckt. Sie sog scharf die Luft ein. Es ging um mehr als uns beide. Das tust du immer noch so, als wäre es schwarz oder weiß. Du hast eine Prüfungsaufgabe vorab gesehen und mir verschwiegen, dass du sie kenntest, sagte ich leise, aber deutlich. Du hast mich in einen Täuschungsversuch hineingezogen, von dem ich erst erfuhr, als der Skandal schon rumorte. Ich hätte exmatrikuliert werden können. Aber bist du nicht, erwidert sie schnell. Weil du uns beide gerettet hast. Du bist zur Professorin gegangen, du hast die Situation erklärt. Ich habe dich geschützt, unterbrach ich. Ich habe es so dargestellt, als wäre alles ein Missverständnis. Und du bist in der Nacht davor verschwunden, ohne ein Wort. Für einen Moment sah sie aus wie damals, jünger, verletzlich, vollkommen überfordert. Ich konnte nicht bleiben, flüstert sie. Du weisst nicht, mit wem ich es damals zu tun hat. Dann erklär es mir jetzt, sagte ich. Wir sind keine Studentinnen mehr. Wir sind Teil des Systems, ob wir wollen oder nicht. Bevor sie antworten konnte, mischt sich eine Stimme ein. Amanda, Liebling, die Medien möchten ein Foto von uns mit der Stiftungsleitung Thomas Miert-Rath an unseren Tisch. Er war grösser, als er im Fernsehen wirkte, sein Händedruck fest, das Lächeln eingeübt. Und sie müll Frau Keller sein, sagte er, als Amanda uns vorstellte. Die berühmte Bundesanwältin. Angenehm. Sein Blick war kurz, prüfend, als würde er sich fragen, ob meine Anwesenheit Zufall oder Risiko war. Ich spürte sofort die Wachsamkeit aus jahrelangen Verhören. Die Ehre ist ganz meinerseits, erwiderte ich höflich. Ihre Arbeit im Parlament verfolge ich natürlich. Dann wissen Sie, wie wichtig die Stiftung für unsere Projekte ist, sagt er. Es freut mich, dass die Familie Keller weiterhin so engagiert ist. Das Wort Familie traf mich. Ich fühlte mich plötzlich als Fremdkörper zwischen zwei Welten, der meiner Mutter diskret und alt eingesessen und der neuen, politisch vernetzten Sphäre um Thomas und Amanda. Ich leihe Ihnen meine Frau kurz aus, wenn ich darf, fuhr er fort und legte Amanda die Hand auf den Rücken. Die Fotografen werden ungeduldig. Natürlich, sagte ich. Ich sah, wie sich Amandas Schulter unmerklich anspannte. Wir sprechen später, murmelte sie, als sie an mir vorbeiging. Bitte geh nicht, bevor wir die Chance hätten. Ich blieb allein am Tisch zurück, den Blick auf die Gruppe am anderen Ende des Saals gerichtet. Meine Mutter hat mich gewarnt, mich aus all dem herauszuhalten. Aber während ich Amanda neben ihrem Posieren sah, neben den Vertretern einer Privatbank und einem Vorstandsmitglied unserer Stiftung, wurde mir klar, dass das hier mehr war als ein persönliches Wiedersehen. Es war ein Netz. Und ich stand bereits darin.
Ich bestellte mir Wasser, obwohl die Kellnerin mir automatisch ein weiteres Glas Wein hinstellen wollte. Klarer Kopf, sagte ich mir. Ich war nicht als Freundin hier, auch wenn ein Teil von mir sich danach sehnt. Ich war als Beobachterin hier, ob es mir gefiel oder nicht. Ich ließ den Blick durch den Saal wandern. An einem Tisch stand ein Mann aus der Geschäftsleitung einer Kantonalbank, die in einem meiner Verfahren am Rand vorkam. Daneben erkannte ich einen Unternehmer aus dem Baugewerbe, dessen Name in internen Mails eines Whistleblower aufgetaucht war. Zufall? Vielleicht. Zürich war klein, die Krise überschnitt sich. Aber die Dichte an bekannten Gesichtern machte mich unruhig. Eine ältere Dame mit Perlenkette trat an mich heran. Sie müssen doch Sarah sein, sagt sie mit einem warmen Lächeln. Ich war mit ihrer Mutter im Stiftungsrat, bevor ich mich zurückgezogen habe. Wir wechselten ein paar Höflichkeitsfloskeln. Währenddessen registrierte ich im Hintergrund, wie Amanda und Thomas mir sich mit dem Stiftungspräsidenten aufstellten. Die Fotografin dirigiert sie wie Figuren, ein wenig näher zusammen, bitte. Blick hierher. Perfekt. Es ist nicht mehr die gleiche Stiftung wie früher, sagt die Dame plötzlich leiser. Es ist alles viel moderner geworden, sie zog das Wort in die Länge, als wäre es ein Synonym für etwas anderes. Inwiefern, fragte ich vorsichtig. Sie zuckte mit den Schultern. Neue Geldgeber, neue Projekte, neue Erwartungen. Man muss sich anpassen. Ihre Mutter ist manchmal zu altmodisch, fürchte ich, ihr Blick liegt kurz zu der Gruppe um Amanda. Aber Diskretion war immer unsere Stärke. Hoffentlich bleibt das so. Bevor ich nachhaken konnte, wurde sie von einem Bekannten weggezogen. Ich blieb zurück mit ihren halben Andeutungen, die sich zu den Warnungen meiner Mutter addierten. Die Musik wechselte, der Aperitif ging in den gesetzten Teil des Abends über. Mir wurde gebeten, Platz zu nehmen. Jeder Tisch war sorgfältig zusammengestellt, ein Mix aus Politik, Wirtschaft und ein paar gesellschaftlich engagierte Persönlichkeiten, wie es im Programmheft hieß. Mein Namenskärtchen fand ich an einem Tisch nahe der Bühne. Zu meiner Rechten saß ein Partner einer Anwaltskanzlei, gegenüber ein junger Start-up-Unternehmer, links eine Vertreterin einer internationalen Organisation. Ich blätterte durchs Programm. Einleitende Worte des Stiftungspräsidenten, anschliessend ein Grußwort von Nationalrat Mehr. Später sollte Amanda eine persönliche Note einbringen, wie es hieß. Dazwischen Musik, ein kurzes Video, am Ende die klassische Spendenrunde mit diskreten Kuverts. Während der Vorspeise führte ich ein oberflächliches Gespräch mit dem Anwalt über Datenschutzrichtlinien. Routine? Doch mein Blick wanderte immer wieder zur Bühne, wo Amanda saß, elegant, aber angespannt. Einmal trafen sich unsere Augen und sie hielt den Blick einen Moment länger, als es Höflichkeit verlangte. Meine Damen und Herren, begann der Stiftungspräsident irgendwann und stand auf. Der Saal beruhigt sich. Ich hörte seine Rede nur halb. Worte wie Verantwortung, soziales Engagement, Schweizer Werte schwebten durch den Raum, sorgfältig formuliert, kaum angreifbar. Ich kannte die Sprache aus Jahresberichten und Medienmitteilungen. Dann wurde Thomas Mehr als Rednerpult gebeten. Er sprach ohne Manuskript, routiniert. Transparenz, viel mehrmals, Nachhaltigkeit, Zukunft unserer Kinder. Ich registrierte es beinahe mechanisch. Erst als er den Satz sagte, ich bin stolz, dass meine Frau Amanda ihre juristische Expertise in die Stiftung einbringt, spitzte ich die Ohren. Juristische Expertise. Amanda war nie diejenige, die sich für Stiftungsrecht interessiert hat. Sie wollte Strafrecht, Verhandlungen, Bühne. Dass sie nun die Strukturen einer Stiftung mitprägte, die mit Geld aus einem Kanton arbeitete, in dem mich wegen verdächtiger Vergabe ermittelte, war mehr als eine Randnotiz. Nach dem Applaus stand Amanda auf. Sie ging langsamer zum Rednerpult als ihr zuvor. Für einen Moment wirkt sie kleiner als sonst, verletzlicher. Dann setzt sie ihr professionelles Lächeln auf. Viele von Ihnen wissen nicht, dass ich aus sehr einfachen Verhältnissen komme, begann sie.
Ich blinzelte überrascht. In unseren Studienjahren hat sie ihre Herkunft geschickt verwischt. Ohne Stipendien und Unterstützung wäre ich nie an der Universität Zürich gelandet. Deshalb ist diese Stiftung für mich mehr als ein gesellschaftliches Engagement. Sie erzählte von einer jungen Frau, die trotz schwieriger Familiengeschichte Jus studiert, von Lehrbüchern, die sie sich nur leisten konnte, weil jemand an sie glaubt. Ich erkannte die Geschichte, es war ihre. Aber sie ließ entscheidende Details weg. Kein Wort über den Druck, den sie damals spürte, unbedingt erfolgreich zu sein. Kein Wort über die Risiken, die sie eingegangen war. Kein Wort über den Skandal, der uns beide fast den Abschluss gekostet hätte. Heute darf ich die juristische Struktur der Stiftung mitgestalten, schloss sie. Und ich verspreche Ihnen, jeder Franken, den Sie heute Abend spenden, wird verantwortungsvoll eingesetzt. Applaus. Ich hörte meine eigenen Hände klatschen, mechanisch. Juristische Struktur mitgestalten. In meinem Kopf formten sich Fragen, welche Konstruktionen haben Sie gewählt? Welche Firmen waren vorgeschaltet? Wer kontrollierte die Geldflüsse wirklich? Als der Hauptgang serviert wurde, lehnt sich der Anwalt neben mir zu mir herüber. Beeindruckende Frau, Ihre alte Studienkollegin, sagte er. Wir arbeiten gelegentlich zusammen. Sehr effizient, sehr diskret. Das habe ich damals schon gewusst, antwortete ich trocken. Die Stiftung hat in letzter Zeit interessante Lösungen gefunden, fuhr er fort, als koste es ihn Mühe, nicht ins Fachsimple zu verfallen. Auslagerungen, Zweckgesellschaften, natürlich alles im Rahmen der Regulierung, er lächelt. Aber kreativ. Mein innerer Alarm sprang an. Ich stellte ein paar unverfängliche Rückfragen, so, als wäre ich nur die neugierige Tochter einer Stiftungsrätin. Er ließ mehr fallen, als ihm bewusst war. Namen von Gesellschaften, die ich mir im Kopf sofort notierte, verwies auf Investitionen in einen Kanton, in dem ich bereits Akten hatte. Je länger der Abend dauerte, desto klarer wurde mir, dass meine Anwesenheit hier kein sentimentaler Ausflug in die Vergangenheit war. Ich war mitten in einem Geflecht, das dienstlich relevant sein konnte. Gegen Ende des Desserts fühlte ich mein Handy in der Klatsch vibrieren. Ich zog es diskret hervor. Eine Nachricht meiner Mutter, bist du dort? Keine Anrede, kein Gruß. Nur die 3 Worte. Ich antwortete nicht sofort. Stattdessen sah ich auf, direkt in Amandas Richtung. Sie hat ihren Platz verlassen und sprach mit einem Mann, den ich als Geschäftsführer einer Zweckgesellschaft kannte, die in meinem Verfahren eine Rolle spielte. Als sie meinen Blick bemerkte, löschte sie sich aus dem Gespräch und kam auf mich zu. Wir haben einen kleinen Raum nebenan für ruhigere Gespräche, sagt sie leise, ohne Begrüßung. Kommst du? 5 Minuten. Danach kannst du entscheiden, ob du hierbleiben willst oder nicht. Ich wusste, dass jeder Instinkt, den man mir in der Ausbildung eingebläut hat, Vorsicht zu schreien. Gleichzeitig war es die Chance, Antworten zu bekommen über sie, über die Stiftung, über die Angst meiner Mutter. Ich legte das Handy zurück in die Tasche, stand auf und folgte Amanda durch den Saal, vorbei an Menschen, die lachten, spendeten und sich auf die Schulter klopften. Hinter einer unscheinbaren Tür, ein paar Schritte vom Trubel entfernt, wartet ein kleiner Salon mit Blick auf den dunklen See. Amanda schloss die Tür hinter uns. Bevor du irgendetwas sagst, begann sie, musst du es wissen, deine Mutter hat dich nicht ohne Grund gewarnt. Und der Grund hat mit mir zu tun, aber nicht so, wie du glaubst. Ich blieb stehen, die Hände ineinander verschränkt, während Amanda ans Fenster trat. Nur ein gedämpftes Rauschen des Saales drang durch die Tür, der Rest war still und unser Atem. Du warst damals wütend auf mich, begann sie, ohne sich umzudrehen. Mit Recht. Aber du kanntest nur die Hälfte der Geschichte. Die Hälfte hat gereicht, erwiderte ich. Täuschung ist Täuschung, egal wer im Hintergrund sieht. Sie dreht sich um, lehnt sich mit dem Rücken an die Fensterscheibe. Das Licht zeichnet die harte Schatten in ihr Gesicht. Du glaubst immer noch, ich hätte mir einfach aus Bequemlichkeit eine Prüfungsaufgabe besorgt, um durchzukommen, oder?
Du hast mich nicht eingeweiht, du bist verschwunden, als es ernst wurde. Ja, das war mein Eindruck. Sie schloss kurz die Augen. Die Aufgabe kam nicht von mir. Sie kam über einen Förderer der Fakultät. Jemand, der mich damals unterstützt hat. Stipendien, Kontakte, Einladungen in Krise in dich allein nie gekommen wären. Und als er mir die Unterlagen gab, war klar, das war kein Gefallen, das war ein Test. Ein Test wofür? Wie weit du gehst? Wie loyal ich bin, sagt sie leise. Ob ich bereit bin, Regeln zu biegen, wenn es im grossen Ganzen dient. Genau so hat er es genannt. Ich fühlte, wie sich mir der Magen zusammenzog. Und du hast mitgemacht. Ich war 23, Sarah. Ich hatte Schulden, keine Familie, die mich abfängt, kein Netz wie du. Ich dachte, wenn ich Nein sage, ist alles vorbei. Studium, Unterstützung, Zukunft, sie hob die Schulter. Also habe ich geschwiegen. Und dich nicht hineingezogen, weil ich hoffte, es mit mir allein ausmachen zu können. Aber natürlich hast du es trotzdem abbekommen. Du hättest mich wenigstens vorwarnen können, sagte ich. Es klang schwächer, als ich wollte. Ich hätte vieles tun sollen.